Willkommen zurück, Freunde, bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir sind hier mit dem Deck der fabelhaften Albträume unterwegs. Ja, letzte Folge hat das in sich. Als unsere Fee Lee ja ihr wahres Gesicht offenbart hat und Ips Körper übernommen hat, dann zu unserem Feind, dem Feind der Mech-Ritter wurde, die Mech-Ritter und wir uns verwündet haben und alles geht drunter und drüber. Wie so oft. So, ich guck mal. Karte ab. Was wäre für eine Karte ab? Los geht das Monster abwerfen. Das wäre ganz cool, würde ich gerne behalten. Dann haben wir das hier. Legen wir die ab. So. Los geht die Seele. Wir haben natürlich keine Schicksalstafel auf der Hand, hätte mich auch gewundert. Scheußliche, lose gekettete Seele. Oh, das sieht cool aus. Ich werde es nie im Leben rufen können, aber sieht cool aus. So, wo wir erstmal die Fremdenführerin. Ja, auch die muss es geben. Das ist mir auch nichts gegönnt, war. Spezialbeschwörung aus. Da ist nur Normalbeschwörung, da ist das da wieder, okay. Jetzt hast du nicht sonst was an Deck rufen. Nehmen wir mal den hier. Hä? Gar kein Monster. Los geht das Monster. Man kann den Effekt eh nicht aktivieren. Der Effekt wird dann annulliert. Was soll denn so? Geht nicht. Geht nicht. Ja, warum soll ich jetzt die Karte durch eine andere Karte zerstören? Warte mal. Ja gut. Dein Effekt natürlich. Die Karte kann ich auch noch rufen, ey. Eine Spezialbeschwörung aus. Soll er mal den rufen? Ich glaube, der macht Spaß. So, dann kann er auf dem Spielfeld. Ching Ching! Den habe ich ja auch noch. Weiß ich denn eigentlich im Verteidigungsmodus spielen müssen? Link-Beschwörung. Die sieht auch cool aus. Ich will gerne angreifen. Aha, genau. Okay. Machen wir es doch so. Zack, zack. Und hierhin. Bitteschön. Link-Monster. Haben wir sonst noch so?
sind immer überall zwei Monster, zwei Monster, Monster. Dann ein Link-Monster. Vom Greifer den hier. Das stört. Mann! Wählen, zerstöre sie. Man kann zerstört, du kannst sogar das Spiel verwählen, zerstöre sie. Zerstöre sie. Ich kann zerstören, kann einfach zerstören. Das sind 2 Plus-Monster, das Problem ist, ich alle hier opfern. Nee, nee. Noch nicht, erstmal angreifen. Bevor ich sowas versuche. So. Jetzt theoretisch wäre es eine Option, dass ich mir sage, yo Digi, jetzt will ich den rufen. Aber ganz ehrlich, klar ist er cool, aber Alter, Linkstufe 4, ich müsste alle meine Monster opfern. Damit das klappt. Nee, nee. Die haben selbst noch coole Effekte und so, also. Natürlich auch den hier, was denn sonst? Okay, mächtiges Viech. Okay, das ist natürlich imbar. Dann wollen wir doch mal. Super krasse Link-Beschwörung. Was? Wieso meine? Oh. Scheiße. Egal. Hier natürlich auch nicht, wa? Ah, scheiße, Mann. Schon ein bisschen mies. Kann ich irgendwas gegen das Vieh machen? Boah, stärkere Monster, Freunde. Scheiße. Mein Vieh ist ein bisschen zu stark. Der geht nicht, genau. Das funktioniert ja auch nicht. Ich kann das nicht zerstören durch Effekte. Auch nichts, womit ich irgendwie meine Monster boosten könnte, wenn ganz praktisch.
cool, die Zählmarke. Was bringt mir das? Den hatten wir schon. 2 plus Mons, okay. Der wäre eigentlich nicht schlecht. Ja, aber eine Karte abwerfen, ich habe keine Karte mehr auf der Hand. Oh, Dreck. Der wäre jetzt cool, den könnte ich jetzt gebrauchen. Der geht natürlich auch. Warte. Oh, der kann ja links und rechts sehen. Die Seele der Angst. Hä? Kann ich es nicht auswählen? Ich habe von aktivierten Effekten von Mon. Alter, der Effekt ist so scheiße. Ja, ich weiß, es ist der Weltschild. Der blockt ja alles ab. Aber der Effekt ist so katastrophal scheiße. Sowas kommt mir jetzt gar nicht klar, merke ich gerade. Alter Schwede. Dem kann ja gar nichts machen. Du kannst eine Karte im Spielfeld wählen und zerstöre sie. Eine Karte im Spielfeld wählen und zerstören sie. Ja, bringt mir aber nichts, weil er kann ihn nicht zerstören. Ich muss ein Monster rufen, was stärker ist. Ich meine Viecher boosten? Alter, am Rittermonster kontrolliert eine andere Zone, hä? Haben gar keine. Wenn ein kreuzgelinkten Monster beteiligt sind. Ja, ich habe keine. Die sind nicht kreuzgelinkt, weil die zeigen nicht beide gegenseitig aufeinander. Er zeigt zwar auf ihn hier, aber er hier zeigt nicht auf den da. Das ist ein bisschen doof. So. Ah, soll ich etwa Geige hätten das andere Viech rufen müssen. Ich habe hier welcher ist der hier? Der wird ja davon auch nicht beeindruckt. Bleibt von aktivierten Effekten von Monstern unberührt. Die speziell schon extra beschworen wurden. Kann ich also alle die Effekte hier vergessen. Ich kann in dieser Spalte, kann ich das tiefe Kerneffekte wählen. Alter, welche die ist so scheiße. Da geht mir gerade richtig auf den Sack, hey. Habe ich nichts entdeckt, um irgendwie meine Monster zu boosten? Willst du mir das ernsthaft weiß machen, Alter? Müssen wir meine Monster mal loswerden, wäre vielleicht auch mal eine Option. Jetzt habe ich Ibli auch noch, ey, alter Schwede. Albtraumritterin, dü. Ja, hallo Ibli. Bringt mir zwar nicht so viel, aber immerhin. Gar kein Linkmonster im Friedhof? Doch. Hey, wieso kann ich nicht rufen? Aber ja, ist natürlich logisch, momentan geht gar nichts. Es geht nichts mehr, es geht nichts mehr. An einer Main-Kartenzone, okay, da wird gehen. Ich wollte eigentlich den Altramritter nutzen, also Altramritter Einhorn, aber ist halt wie gesagt doof. Ich wollte den Effekt halt nutzen, du kannst eine Karte abwerfen, dann eine Karte auf dem Spielfeld wählen, mische sie ins Deck. Was aber schwierig ist, wie man sieht.
Affinität mal nutzen. Zauberfallenkarten rufen. Weil es heißt, ja, nicht das Ziel, aber Alter, der Effekt hier. Der Weltschild ist so verdammt stark. Ja, aber das Einhorn wäre schon cool, aber geht momentan nicht. Ja, toll, den verschieben, super. Ja, ich schieb sie mal. Hier. Schön, wa? Schön geschoben. Schön geschoben und fast schon abgehoben. Oh mein Gott, hey. Ja, können sie nachher auf der anderen Seite rufen, bringt mir nicht so viel. Hey, wieso ruft jetzt ein Cerberus? Warum hat er das gemacht? Er hat sicher einen Grund, aber verstehen gerade nicht. Ne, da bringt auch nichts. Die wollte ich eigentlich auch rufen. Okay, das Ganze war relativ schräg, wenn man so sagen darf. Hm. Ich bin gerade ziemlich unsicher, was jetzt gerade der beste Zug wäre. Eigentlich spielt es keine Rolle, können direkt angreifen und so, aber ich bin gerade sowas von verunsichert durch die ganzen Züge. Diesen verdammten Weltschild, der mir sowas von genervt hat. Ah, schön, bis du wieder zurück, Kumpel. Alter Schwede. Dass sein Schild geopfert hat. Ja, klar, er wollte natürlich einmal angreifen. Ich bin froh drum, weil ich wüsste nicht, wie ich den noch weggekriegt hätte. Alter, war das Schild übel. Ich meine, irgendwie mit einer Karte. Also eine Zauber oder Fallen. Ne, das dachte ich ursprünglich. Also Monster-Effekte gingen ja gar nicht. Vor allem jetzt solche Spezialbeschwörungen. Dann war er generell geschützt durch Effekte. Also auch nicht solche, die als Ziel gewählt oder ihn als Ziel wählen würden, aber auch generell von sämtlichen Effekten. Also hat es zumindest für mich gelesen. Ups, Entschuldigung, ich wollte gar nicht überspringen, ey. Das war jetzt ziemlich schräg. Also ich dachte zuerst wegen, ja, irgendwie wenn mein Monster boosten wäre das gewesen, also durch Kampf zerstören halt, aber ich glaube durch Effekte
Schwächen hätte man sicher gekonnt, aber zerstören oder so? Nee. Und halt eben als Ziel auswählen ging auch nicht. Also ich hätte ihn schwächen können durch Zauber oder Fallenkant, aber halt nicht durch solche den Gegner des Monsters als Ziel auswählen. Schon mal noch schwierig vor. Ungefähr ein ähnliches Deck oder was? Nee, also was ist das jetzt? Finsternis Kind in Gister? Noch Ritter Cerberus? Alter, jetzt sieht noch krank aus. So, wir sind sowieso kurz am Schluss, Freunde. Ich weiß, wir haben noch ein paar Duelle offen. Ich würde sagen, wir machen das Ziel. Come on. Aura malte zur Basis der Weltlanze. Aber es war zu spät. Als er eintraf, hatte Ibli bereits die Weltlanze aktiviert. Die neu gewonnene Macht der Weltlanze ging Ibli aggressiv auf Auram los. Der zerstörerischen Wucht, die bei jedem Schlag die Erde beben ließ, stand Auram allein gegenüber. Angesichts des Angriffs lag Auram jetzt verwundet am Boden. Ibli hob das Schwert auf, das Auram fallen gelassen hatte, und schwang es immer wieder, wie um sein Gewicht zu prüfen. Dann trat Ibli näher heran, um Auram den letzten Stoß zu versetzen. Auram konnte nicht einmal den Oberkörper bewegen, geschweige denn aufstehen. Gerade als Ibli das Schwert erhob, kam ein kleiner Schatten aus Aurams Mantel. Der junge Drache Imduk beschwor seine jenseitige Kraft zwischen dem Jungen und dem Mädchen, entschlossen, seinen Gefährten in der Not zu helfen. Diese Kraft unterdrückt das Böse, das in Ib wohnte, wenn auch nur für einen Moment. Durch die Unterdrückung von Lis bösem Geist war der Geist von Ib, der ganz tief in ihr wohnte, jetzt wieder erwacht. Auram lag machtlos am Boden. Imduk hatte seine Kräfte erschöpft und konnte sich nicht mehr bewegen. Und Ib hielt jetzt ein Schwert in der Hand. Sie erkannte die Lage und traf ihre Entscheidung. Welche Entscheidung? Das sehen wir in der nächsten Folge. Nein, das wäre fies. Ernsthaft, um die Zeit jetzt noch fängt er an zu bohren hier oben. Ey, das wäre jetzt ein toller Cliffhanger-Moment geworden und zerstört ihn. Also ich habe ihn vorzerstört, aber trotzdem. Scheiß Nachbarn, ey. Nur sie konnte Lis bösen Plänen ein Ende machen. Ihre Hand mit dem Schwert spannte sich jetzt stärker an. Die erkannte, was Ib vorhatte und wollte sich widersetzen. Aber Ibs erwachter Geist überwältigte sie. Sie sah plötzlich ihren Freund aus Kindertagen vor sich, der verzweifelt nach ihr rief. Die Nachbarn darum betete, aufzuhören zu bohren um diese unchristliche Stunde. Menschenskind. Das junge Mädchen atmete in kurzen, schnellen Zügen, richtete die Klinge auf sich selbst und... Als Ningirsu eintraf, sah er seinen Freund aus Kindertagen mit dem leblosen Körper seiner kleinen Schwester in den Armen. Immer wieder rief er ihren Namen. Am grausamen Ende dieser surrealen Szene konnte der ältere Bruder nichts tun, außer dazustehen, gelähmt und sprachlos. Erwachen des Weltvermächtnisses. Sofort nachdem dieser Effekt ausgelöst wurde, beschwören Link-Monster mit Link-Beschwörung und verwende bei Monster, du kontrollierst das Material. Du kannst nur ein Erwachen des Weltvermächtnisses pro Spielzug aktivieren. Oh, klingt aber noch cool. Gate Clear. Kosmische mechanische Wesen. Nein, möchte ich nicht. Ja, Freunde. Das war übel. Was auch übel ist, dass ich die Folge beende. Nächste Folge werden wir uns, denke ich mal, erstmal um die restlichen Duelle hier kümmern. 3 Stück stehen noch offen. Die können wir hinkriegen, können aber auch länger dauern. Und dann müssten wir uns wohl den nächsten Part zuwenden. Die geheimen Kräfte des Planeten. Was Auram seiner Verbündeten
Die Crusadia haben es mit einem neuen Feind zu tun. Den Orkus. Die vom Friedhof zurückgerufen werden können, an dem sie zerstört wurden. Eine Frage bleibt, wer sie da ziehen in diesen bedrohlichen Maschinen? Ein neuer Weltvermächtniskampf steht unmittelbar bevor. Ja, natürlich jetzt, nachdem gerade Eve verstorben ist. Sicher. Aber das sind wir jetzt mehr, Freunde, das nächste Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel im Solo-Modus. Bis dahin, bye bye.